Hallo Reisefreunde zu einem etwas anderen Video und zwar sozusagen live am 15. Mai um 16:23 Uhr. Wir müssen mit euch sprechen, wir müssen euch ein paar Dinge erklären. Warum ist am Montag kein Video gekommen? Was mache ich? Was macht Steffi? Und vielleicht auch, warum trennen sich schon ganz bald unsere Wege? Ja, es ist alles ein bisschen speziell momentan, definitiv. Und ja, wir versuchen jetzt das chronologisch. Wir haben nichts aufgeschrieben und nichts geplant, aber wir wollen euch das alles sagen, ein bisschen aufklären. Wie gesagt, heute ist Mittwoch und ja, am Samstag trennen sich schon unsere Wege. Genau, euer letzter Stand ist ja, dass ihr mit uns durch Malta und durch Italien gereist seid. Da sind wir mittlerweile längst zurück, haben bereits eine weitere Reise gemacht, also die Videos, die kommen. Es gibt auch noch ein Land, das dann im nächsten Video dazu kommt. Genau. Land Nummer 45. Ja, abklatschen tun wir jetzt nicht, obwohl das machen wir dann im Video, wenn wir auch dort sind, mit euch zusammen. Aber wir sind jetzt zurück in der Schweiz und wie gesagt, unsere Wege trennen sich, weil ja, vor einigen Monaten war bei uns im E-Mail-Postfach mal so eine Mail von wegen, ja, hättet ihr denn eigentlich nicht vom, ich glaube, 19. Mai, ja, 19. Keine Ahnung, egal. Ist egal. Daten ist schwierig. Hattet ihr nicht irgendwann Mitte Mai bis Anfang Juni Zeit und Bock, mit uns eine Reise zu machen? Und prinzipiell Pressereisen sind wir so ein bisschen, sollen wir nicht. Haben wir eigentlich noch nie so richtig gemacht. Waren wir eigentlich auch immer so ein bisschen dagegen. Individuell, aber ja, die haben uns nach Mittelamerika eingeladen. Und ganz ehrlich, wer von euch würde Nein sagen, wenn es heißt, ja komm, wir bezahlen dir jetzt hier mal alles, komm mal mit uns mit nach Mittelamerika. Nun haben wir ein klitzekleines Problem. Du arbeitest, ne? Dazu kommen wir später. Dazu kommen wir dann später. Steffi reist auf jeden Fall am Samstag los nach. Jetzt muss ich gerade die Reihenfolge im Kopf schnell durchgehen. El Salvador, Honduras, Belize und Guatemala. Davon waren wir in einem Land zusammen schon mal, ne? Ja, auf der Weltreise waren wir schon mal in Guatemala. Also auf Steffi warten richtig spannende Tage. Und auf euch dann natürlich richtige spannende Videos. Denn aus jedem Land gibt es ein Video. Und jetzt nicht erschrecken, dass wir sozusagen unsere absolute Spezial-Sommer-Mini Nicht-Europa ist geil Serie. Genau, oder? weil wenn ich schon mal nicht in Europa unterwegs bin, dann kann ich ihn ja auch wegschubsen. Dann kommt meine Freundin mit. Die sieht nicht so aus, die ist blond. Vielleicht haben wir jetzt hier ein Bild von ihr. Ja, Janine kommt mit mir mit und wir freuen uns mega beide da drauf. Ein Mädelsurlaub in Mittelamerika. Ja. Ja, und das könnt ihr ja sicher alle gut verstehen, dass wir das mitmachen. Es kommt natürlich auch Camping-Content, aber so mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, ist ja gar nicht so schlecht. Weil etwas Einziges habe ich bis jetzt noch nicht in Europa gefunden und das ist Regenwald. Und Regenwald ist auch geil. Und deshalb gehe ich jetzt zum Regenwald. Alles andere gibt es auch hier. Wüste, Wale, Vulkane, alles zusammen finden wir auch hier, aber Regenwald. Also, jetzt darfst du. Warum bin ich nicht mit dabei? Also die einen von euch haben es vielleicht so ein bisschen geahnt. Wir haben ja Anfang Jahr erzählt, dass ich einen neuen Job habe und dass alles so wunderbar sei und dass ich mich so freue drauf. Ja, das war nichts, dieser Job. Den habe ich nach nicht mal 2 Monaten wieder gekündigt. Das war eine einfache und kurze Sache. Darum hatten wir ja auch Zeit, rumzureisen, wieder 2 Monate. Aber jetzt hat der nächste Job begonnen und zwar am Montag hat er angefangen. Es ist mein Job von ganz vorher, also genau der gleiche Job. Und ja, das macht mir riesig Spaß natürlich auch. Ich muss nichts lernen, bin schon wieder völlig drin. Aber ich habe natürlich keine Zeit mit Steffi nach Mittelamerika zu reisen. Will ich auch gar nicht, weil ich fliege ja gar nicht. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir durch Europa mit dem Camper reisen. Aber wenn ihr darüber mal mehr erfahren wollt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Da machen wir mal noch ein Video mit einer Krankheit reisen durch Europa oder mit einer Krankheit auf Reisen gehen. Schreibt das mal unten in die Kommentare, wenn es euch interessiert. Aber ja, das ist das eine Thema und das zweite Thema ist, ich bin am Dachzeltfestival. Yay! Yay! Ohne Dachzelt. Ohne Dachzelt. Aber ich bin am Dachzeltfestival und wisst ihr was? Ich halte zum allerersten Mal alleine unsere Vorträge. Drückt ihm die Daumen und wenn ihr da seid, dann bitte auch Daumen drücken und verzeihen, falls mal was fehlt. Ja,
Aber du machst das, ich glaube an dich, das Ja. schaffst du schon. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Also ich bin ab Freitag bis zum Sonntag am Dachzeltfestival bei Nürnberg am Brombachsee. Wenn ihr da seid, dann sprecht mich gerne an und ja, leiste mir ein bisschen Gesellschaft. Bin ja jetzt in 2,5 Wochen alleine. So lange waren wir schon lange nicht mehr getrennt. Wir sind ja seit 2,5 Jahren zusammen unterwegs. 24 mal 7. Genau, das wird dann schon noch ein bisschen komisch. Aber ich werde natürlich die Kamera mitnehmen und definitiv... Und du hast Karl. Und Karl, ja. Aber lasst mich noch aussprechen. Ja. Definitiv die Kamera mitnehmen und ein Vlog vom Dachzeltfestival machen. Dann seid ihr natürlich auch mit dabei. Montag muss ich dann wieder arbeiten und das bringt uns zum nächsten Punkt, die YouTube-Videos. Da sind wir im Moment, ihr habt es ja mitbekommen, eins ist schon ausgefallen. Uns fehlt einfach die Zeit. Ich bin die ganze Zeit nur am Rumrennen, um noch die letzten Besorgungen für meine Reise zu machen. Und du bist am Arbeiten, ne? Wenn du am Abend nach Hause kommst, dann haben wir irgendwie noch 1000 Mails, die wir doch auch noch abarbeiten müssen. Es ist alles im Moment gerade ein bisschen viel und ich werde tatsächlich auch unser E-Mail-Postfach, während ich weg bin, auf nicht anwesend quasi setzen. Weil es geht halt einfach nicht. Wenn er arbeitet den ganzen Tag und dann abends macht er schon ja auch noch Sachen, aber er kann natürlich nicht alleine alles zusammen machen und deshalb sind wir auch die nächsten 2,5 Wochen wahrscheinlich eher mau unterwegs. Eher Also offline unterwegs. Das Genau. tut uns leid. Wenn ich Zeit finde, dann schneide ich ein Video. Wir haben noch gut 10 Videos in der Pipeline. Wir waren ja unterwegs. Wer uns auf Social Media folgt, der weiß, wir haben eine Deutschland-Tour gemacht. Wir waren auch noch im 45. Land und wir hatten noch eine richtig coole Kooperation. Also da kamen richtig coole Videos auf euch zu und es kommen sowieso den ganzen Sommer, wie versprochen, ja die Mikroabenteuer, die werden wir ja jetzt definitiv machen. wenn wir dann mal Zeit für Wenn wir finden. dann mal Zeit haben. Also das Wichtigste ist eigentlich, und da möchten wir auch ehrlich mit euch sein, ganz wichtig ist, dass der Spaß nicht verloren geht bei der ganzen Sache, weil die Anspannung bei uns ist momentan, auch wenn das nicht so wirkt, extrem hoch, weil uns einfach die Zeit fehlt. Wir haben ganz viele Projekte, die auf uns warten, ganz spannende Dinge. Wir organisieren zum Beispiel ein Vanlife-Treffen, aber darüber erzählen wir dann auch später noch mehr. Ja, es gibt ganz viele News, ganz viel, wovon ihr profitieren könnt. Wir können noch nicht alles erzählen, aber wichtig ist, dass es zwischen uns funktioniert und dass es Spaß macht, diese Videos zu drehen und auch zu schneiden. Und deshalb müsst ihr euch manchmal vielleicht einfach ein bisschen länger gedulden. Vielleicht kommt mal nur eins in der Woche, vielleicht kommt mal gar keins. Aber sie kommen, fortlaufend. Sie kommen, genau. Und in den kommenden Videos wird auch ab und an das Thema Werbung ein Teil darin sein. Und da bitten wir einfach um euer Verständnis. Einerseits, weil wir vorab wirklich groß filtern und aussortieren, was wir überhaupt zeigen wollen. Und wenn wir aber ein Produkt finden, dass wir sagen, doch, das ist mega cool, das passt zu uns, das passt zum Kanal, das finden wir qualitativ und alles zusammen gut, dann bringen wir das auch gerne rein, weil ja, leider, magst du Likes essen? Wirst du davon satt? Nee, das ist Ich halt so auch ein nicht. Thema. Oder wir haben viele Mails bekommen, macht ihr jetzt nur noch Werbung? Kein Wunder, gehen die Aufrufzahlen hoch. Ihr macht ja nur noch Werbung. Wir haben, glaube ich, jetzt 3 Kooperationen gemacht in 2,5 Jahren. Einmal mit dem Thurgau, eine große Kooperation. Und das müsst ihr einfach verstehen. Je mehr Werbung wir machen oder je mehr Einnahmen wir generieren können, je mehr können wir reisen und so können wir vielleicht ja auch irgendwann in ferner Zukunft mal ein anderes Projekt noch starten. Und ja, das ist natürlich alles möglich, wenn wir uns jetzt auf gesunde Füße stellen und uns wirklich so ein bisschen darum kümmern, dass das Ganze läuft. Also bitte versteht das, dass wir zwischendurch Werbung machen und wer findet die Silvi-Gläser denn nicht einfach cool? Das sind die Werbung. Magnetgläser. Nee, das ist doch, ihr seht es, wir filtern die Dinge ja wirklich aus. Also wir wissen, dass viele von euch das richtig cool finden. Und ja, also wir wollen nicht Irgendwoher mehr... muss man ja seine Geheimtipps und Tipps für coole Produkte ja auch kriegen. Und wenn wir finden, das ist cool und dazu auch noch bezahlt werden, dann ja, vielleicht der ein oder andere da draußen kann uns diesen extra Zustupf gönnen und das finden wir schön und die anderen, die können vielleicht einfach da mal drüber hinwegsehen, weil schlussendlich unsere Reise, unser Projekt, aber wir lassen euch ja sehr gerne daran teilhaben. Kostenlos. Genau, und das soll ja auch weiterhin so bleiben. Deshalb müsst ihr da mit durch, ob ihr wollt oder nicht. Nee, eigentlich nicht. Wenn ihr nicht wollt, dann klickt einfach weg auch. Ja, ist Möglich, genau. überhaupt nicht böse gemeint. Wir wissen, dass ihr es alle gut meint mit uns. Wir wollten es haben die einfach absolut erklären.
wirklich von Herzen allerbeste Community, was wir in den letzten Wochen in Deutschland erlebt haben. Ich sag das nur war, wie Kaffee Winkelstüberl, Kuchenschlemmen, dank euch. ja, zum Beispiel. Oder dann das Treffen mit dem Likör und dem Schnapsverköstigung. Also da warten viele coole Videos auf euch. Wir wurden täglich angesprochen von unseren Zuschauern. Und da geht einfach ein Riesendank an euch raus, an alle, die das sehen, an alle, die uns angesprochen haben. Es waren unglaubliche Tage in Deutschland. Wir hätten das nie erwartet, dass das mittlerweile so viele Menschen sind, dass uns das täglich passiert, dass uns das sogar ohne Karl passiert. Einfach so in der Stadt, das war ganz, ganz besonders. Und darum, wir lieben euch, wir lieben unsere Community. Und ja, wie gesagt, das ist das kurze Update. Für uns geht es jetzt ein paar Meter zurück nach Hause. Wir sind ja in der Schweiz. Steffi setzt sich wieder an den Computer, ich setze mich wieder an den Computer. Hau dieses Video raus, das kommt morgen am Donnerstag dann online. Und ja, ich würde sagen, das war so der kurze improvisierte Update, genau, Update, das weil ohne wir ein Schnitt hochkommt, ja. weil keine Zeit für Schnitt und schöne Überlagerungen und so weiter, aber einfach, dass ihr informiert seid. Und jetzt machen wir es nicht mehr länger, das war's. Schreibt uns einen lieben Kommentar, liked das Video, aktiviert die Glocke. Wer ist am Dachzeltfestival? Wer freut sich auf die Videos aus Mittelamerika? Und erzählt auch ein bisschen, was bei euch läuft. Und dann sehen wir uns hoffentlich schon ganz, ganz bald wieder mit neuen Videos und auch auf Social Media. Bis dann, würde ich sagen, Europa ist geil. Weißt du das? genau. Tschüss!